Es geht weiter, immer heiter, zurück bei Fire Emblem Engage. Nach dem letzten Kapitel haben wir die gute Veronica zu uns geholt. Also, wo ist sie wieder? Hier unten. Veronica, die ich aktuell, wie man schon sieht, an Hortense gebunden habe, wie es mir auch mal vorgeschlagen wurde. Einfach mal zum Gucken, wie sie sich denn so macht und so. Sind halt jetzt nicht so die ja, wie soll ich sagen, die Bonuskombis, sage ich jetzt mal, oder Bonusfähigkeiten, wie zum Beispiel jetzt Michael als Dracheneinheit hätte. Abgesehen davon, bis jetzt haben wir überhaupt nur eine Dracheneinheit gehabt, die wir selber ausrüsten konnten. Also immer wenn es darum geht, der funktioniert gut, den kommt dann so mit Drache und so, denkst du dir, okay, das ist halt der Hauptprotagonist, also man selbst quasi. Ein anderer geht ja gar nicht, also, Es sei denn, aber es ist halt nur eine Theorie, dass, dass vielleicht irgendwann demnächst mal Vale vielleicht noch zu uns in die Party stoßen könnte. Also natürlich die gute Vale, nicht die böse Vale. So, hier halt mit den Fähigkeiten, die es selber hat. Revanche kennen wir bereits. Kontrakt erlaubt einem benachbarten Verbündeten eine weitere Aktion. Drache Verbündeten, Stärke, Magie. Verteidigungsresistenz plus 2 während der Aktion. Der Held beschwören. Beschwöre eine machtvolle Einheit. Da ist halt die Frage, geht es darum, dass Veronica in der Lage wäre, andere Embleme zu beschwören, wenn man sie mit Michael ausrüstet. Oder mit Alair, mit dem Hauptcharakter. Aber generell von den Fähigkeiten und auch sonst, was sie so drauf hat. Ich meine, mir guckt. Gut, Messerwacht, okay. Magie, Magie plus 5, Veronica plus 5, alter Schwede. Und natürlich mächtige Magie von ihr, also geht schon FP-Wandel. Vielleicht plus 20 FP für jeden besiegten Gegner. Wird auch ausgelöst, wenn kein Ring getragen wird. Ach du Scheiße. Hä? Der ausgelöst, wenn kein Ring getragen wird? Wie geht denn das? Immer wenn ich jetzt einen Charakter mit Veronica ausrüste, dann trägt dieser Charakter einen Ring von Veronica. Oder Armreihe von mir aus, aber trotzdem. Hä? Also sobald Veronica jetzt an der Schlacht teilnimmt, also jetzt angenommen, ich hab's jetzt wie hier, Veronica mit Hortense ausgerüstet. Angenommen, als Michael macht den Gegner platt, kriegt auch plus 20 FP. Weil sie auf dem Schlachtfeld ist, aber halt nicht mit ihm ausgerüstet. Also da gibt's was Levelschub. Nach der Schlacht Level plus 1. Alter Schwede. Das Level erhöhen. Den Stab, den kennen wir auch schon noch von der letzten Folge Weltenbuch. Effekt aus, an dem die Stufen zurückgesetzt wird. Okay. Ja. Ich bin sehr gespannt darauf, die einzusetzen. Ansonsten habe ich offscreen wie gewohnt noch ein paar Items eingesammelt. Ich sehe gerade, das gibt ein neues Item. Creepy. Ich habe auch geangelt, wenn man unten sieht, Bahnfragmente. Ich war da 6.500. Und ich hole mal die Items im Brunnen ab. Notizbuch, Tiramisu. Oh, das Teil schon wieder. Zur Dämonenwelt. Ja, ein anderes Mal. Nächste Staffel quasi, ja. Dann mal gucken. Haben wir noch irgendwas? Weil ich habe schon wieder ein paar Dinge weggeschmissen quasi. Müssen wir schon plus 1 machen? Nee, komm. Mach hier noch ein bisschen die Widowaffen. Aber Zielbilanz plus 1, das können die machen. Allein schon aus dem Grund, weil wir nicht mehr Bilanzen brauchen werden. Denn zum Beispiel hier, wir haben neue Waffen bekommen, auch in der letzten Folge. Als Gratis-Content quasi aus dem E-Shop. Fensalir, Lanz von Sherena, Prinzessin von Askr. Also Askr ist das Königreich aus Heroes, soweit ich mich erinnere. Ein Zug, Angriff -2 für benachbarte Gegner zu Beginn der Spielerphase. Das ist schlecht, vielleicht müssen wir einfach mal die Waffen hier noch ein bisschen upgraden und gucken, ob man überhaupt upgraden kann. Und dann schauen, wem können wir die Waffen zuweisen. Oder wenn man noch eine Idee. So. Die mal umwandeln. So. Ansonsten hatten wir, ich gehe jetzt mal ganz schnell durch, vor allem, gehen wir ins Inventar. Ja, geht es um die FP, der braucht momentan nichts, bei ihm ist auch gut, er könnte mal noch Counter lernen. Also malen kann und als Sigo nicht mehr ausgerüstet hat, dazu aber später mehr. Ivy. Normalen Counter hat sie schon, Vehemenz hat sie auch noch. Sie hat auch Counter, mittlerweile haben relativ viele von uns Counter. Bei Chloe fehlt es noch.
Also er hat natürlich Sternkugeln Vehemenz. Das sind so Dinge, wo ich sage, behalte ich mal fürs Erste nach. Team hat auch Kanter, passt ja auch. Hier Kanter Vehemenz, finde ich eigentlich immer eine coole Kombi. Hier könnte zwar der Speed ein bisschen höher sein, aber egal. Bougeron, du hast 970 FP. Könnte man dir, warte mal. Ja, Novizenbuch, das ist gut bei dir. Man kann ihm jetzt nämlich auch Kanter geben. Das nehmen wir nachher auch. Bei ihm fehlt es auch noch. Ich brauche dann nochmal so ein Novizenbuch für 100 mehr. Weil es das andere Buch zu geben mit 500, die will ich eigentlich noch ein bisschen absparen. Und ja, ich würde Fogado gerne Kanter geben. Anstelle von Linie, weil er hat genug Erfahrungspunkte oder kriegt genug, genug hohes Level und so. Das passt schon. In dem Sinne würde ich mal sagen, wo sind wir? Hallo? Hier. Gehen wir zur Arena. Wenn den Rest, den man sonst so offscreen machen könnte, dann habe ich alles gemacht. Sprich, jetzt können wir uns noch vergnügt um solche Dinge hier kümmern. Wobei, ganz ehrlich, haben wir schon überlegt, ob ich das Training kann ich auch offscreen machen, weil es ändert sich ja nichts. Okay, gut, der Charakter kriegt ein Level up und deswegen, ja, die Werte halt, also kann man halt so oder so sehen. Oh, mit dem Donnerschwert. Ja, das geht schnell. Hat die Stahlachsen, den Eisenwurfball sogar nur. Oh Mann, die Arme. Ui, Testament machen, ja, ganz definitiv. Gespräch verfügbar, super. Das, wo ich sie gar nicht mehr nutze, weil naja, die ist mir damals nicht draufgegangen, leider. Also hier unten, wie ist sie schon wieder? Panette. Die dürfte das so oder so nicht mehr einsetzen, weil es mir eben damals gestorben ist. So, jetzt noch 2 Dinge, die er machen könnte. Wem gebe ich jetzt noch ein bisschen Training? Bei Magabanks das Gefühl, dass er ein bisschen hinterherhinkt, trotz allem. Aber es hat andere Gründe. Chloe vielleicht? Das sind alle irgendwie gerade so ein bisschen. Ja, Chloe halt bald Level 5, aber sie hatte schon ihre Fähigkeit, also sie braucht es auch nicht mehr. Auch hier Louis hatte mittlerweile seine Verteidigungshilfe. Findet die Einheit zwischen einem Verbündeten und einem Gegner, verringert sich der mit einer Schaden im Kampf gegen diesen Gegner um 3. Ist eigentlich schon cool. Figur bei ihm auch schon 20. Ja, komm, mach trotzdem mal. Alter. Der einzige ist Sandsturm schon übel. Also selbst wenn sie keinen Schaden machen würde, macht sich doch die Fähigkeit selbst auch Damage. Sogar ein Level Up, krass. Bennica Verteidigung, okay. Ich meine, dafür ist ein Erzritter, ist eine Briten einer, aber trotzdem 42 Verteidigung hat. Holy moly. Und jetzt eben dank dieser Einheit auch ein bisschen mehr Geschwindigkeit, damit er nicht immer direkt gedoppelt wird. Ich meine, das war schon so schnell wie Alfred. Ne, gebe ich's. Bougeron? Ne, komm, ich geb's Chloe. Oh, das ist ein Wanderkampf. Eine Silberklinge? Eine Stahlklinge. Ich wollte gerade sagen, Chloe wäre so eine Kriten. Ne. Aber ich kriege gefühlt mehr Erfahrungspunkte als früher. Krass. So, Emblem-Training. Ich meine, generell müssen unsere aktuellen Pairings quasi, also Mike mit Lucina, Louis mit Tick müssen eigentlich nicht mehr groß trainieren. Es sei denn, ich will gerade aufs nächste Level hochgehen, das ist sogar eine Idee. Also braucht bei Fugano Mikaya nichts, Bougeron Lyn nicht.
Hortensia Veronica, sehr gerne. Chloe, Erika, warte mal, die gehen wir nach und nach. Luigi haben wir gerade auch gesehen, da könnte man noch ein bisschen was machen. So, das gehen wir noch schnell. Schnell geskippt, schnell geskippt. Oh, sogar gewonnen, krass. So, Alfred war mit Hector, okay. Also, einen könnte ich auch machen, aber lassen wir mal. Sigurd, Level 13. Ganze Kraft, da bringt man ihm eh nichts, weil er sie nicht hat. Das Schwert vielleicht. Was machen wir mit das Schwert? Kein magisches Schwert, oder? Resistenz plus 5, das können wir gebrauchen. Ich gebe jetzt auch ein bisschen mehr Punkte und so aus den ganzen Charaktere, weil wir eigentlich mit dem nächsten Kampf von den ganzen Sidequests weg wollen und mit der Hauptstory weitermachen wollen. Und ich habe das Gefühl, nächstes Kapitel und der Hauptstory kann ein bisschen übel werden. Deswegen lieber hier ein bisschen Bahnfragmente einsetzen, ein bisschen leveln. Bevor wir dann richtig auf die Fresse kriegen. So, schon wieder. Beiläufer nicht mehr aktuell, kann man vielleicht auch wieder mal machen. Tiefe Synergie vor allem. Erkenntnis plus, Magieresistenz plus 5, Magie wach. Nehmen wir das hier, komm. Mit kurz vom Maximum. Ah, hätte klappen können. Aber ich denke, auch das können du sein, dass ich bald wieder irgendwie aufteile. Weil ich nicht so zufrieden bin mit der Kombi. Aber egal. Okay, sind eh schon kombiniert. Yuna kann man mit Leaf. Messerpräzision, Vorteil. Da wäre gerade ein bisschen zu viel. Vorteil plus plus. Der klingt nicht schlecht. Also ich muss sagen, ich bin immer noch großer Fan von der Kombi Yuna Khalif. Kann man sagen, was man will, ich finde die immer noch cool. So wie auch Chloe Erika, finde ich immer noch eine geile Kombi. Apropos Chloe und Erika, was machen wir da? 19, ja komm. Ist das Sieglinde? Ah ja. Eigentlich muss Chloe gewinnen, aber ja, wenn sie nur nicht kriegt, dann verliert sie natürlich, ja, ist klar. So. Der nächste wird, glaube ich, interessant werden. Warte mal. Ja, genau. Timira Eik, aber da ist sowieso, da können wir vergessen. Schon länger. Hortensia. Mit Veronica. Kalt wie und je. Okay, viel drauf hat sie nicht. Das ging schnell. Ja, tue ich auch nicht. Charme, was ist das? So viele Charaktere. Und wie gewohnt kann man nicht irgendwie auch nur einen Bruchteil davon nutzen. Immer wieder so traurig. So, Stabfertigkeit war natürlich nicht Magiewendigkeit, Levelschub, Messerwacht, Stärkung. Ja, vor allem Stärkung fände ich etwas, das ich gerne mitgeben würde. Veronica, yo.
この前ベロニカに似合いそうな服を見つけたの。服にはあまり興味がないわ。Ah, jetzt plötzlich, hä? Stabfertigkeit, Magiewendiger plus 2. Mhm. Levelschub. Und Messerwach 2. Stärkung. Radius 7 Felder. Das ist sicher etwas, was sie gut gebrauchen kann. Was haben wir sonst noch? Also hier. Starkes Band. Warte mal, ich guck mal so. Nächste wäre die Magie hier. Okay, okay. Magie weniger plus 3 und plus 4 kommt ja auch schon. Schön, schön. Kann alles so machen. Bougereau Lune ist ja eh auch schon jetzt mal zu machen. Hier genauso, ich muss erstmal Sidequest machen, bevor es weitergeht. Alles ready. Dann Fähigkeiten erben. Da haben wir gesagt, ich hätte gerne das Bougereau von wo haben wir es hier? Sigurd, den Kanta erbt. Dankeschön. Und da hätte ich es zwar auch gerne, aber das geht noch nicht. War noch ein paar FP. So, packen wir mal Karte Glück weg. Durch den Kantor. Oh yeah. Linienbach glaube auch nicht. Na, passt schon. Ich muss das viel mehr nutzen. Ne? Generell den Buch nutze ich immer viel zu selten. Okay. Hätten wir das, dann gehen wir mal zum zentralen Platz. Der Stein des Raphael. Bündniswaffen von Beilev. Die ganzen Waffen von Beilev, ey. Ja, so ein richtiges Waffenarsenal. So, was kannst du tun? Ja, schon mal sehr gespannt. Was mit diesem Teil? Immerhin plus 2 könntest du. Dann schon nach einer coolen Waffe aus, muss ich zugeben. Und auch das hier. Mhm. Dann nur Axt, Lanze, Schwerte. Fehlen 3 Stahldinge. Naja, das könnte man ja vermutlich noch ein bisschen optimieren, oder? Warte mal, ich brauche 8 dafür. Ja, aber ich habe ja 2 Waffen davon, also brauche ich vermutlich noch ein paar Mal. 16 wären es dann, das heißt noch 5. So. Jetzt wird vermutlich das Problem sein, dass ich zu wenig Eisen habe. Also ich brauche gar keinen hierfür. Noch schöner. Das Gewicht wird reduziert nachher. Das ist auch schön. So. Na, Somi? Na, wie geht's dir, hä? Sieht irgendwie so richtig kacke aus in meiner Frisur. Leider. Also Michael in das Schwert zu gehen macht, glaube ich, keinen Sinn, weil er selber hat ja schon Liberation und so. Ich überlege irgendwie mit dem Schwert halt bei Diamant tatsächlich. Alleine schon aus dem Grund, eine Silberklinge, er hat ein Kriegerschwert, aber warum nicht die Kriegeraxt verwenden? Er ist ein Kriegerschwert. Die Silberklinge, ja, wegen dem Rückstoßeffekt und so, deswegen so ein krasses Teil. Wäre auch da irgendwie eine schwere Axt besser. Aber wir haben hier schon was in der Art.
Louis, oder gebe ich mal Timera eine krassere Lanze? Das ist eine 50er Lanze. Ah, was mit der Silberlanze? Silberlanze wäre eigentlich stärker, ja? Aber dafür, dass es eigentlich nur Waffenlevel D hat. Warte mal. Das ist eigentlich schon ziemlich noch cool, ja? Ich brauche gar kein hohes Level dafür. Aber Chloe hat schon gute Dinger. Klar, hat die Meisterlanze, aber die Hoffnung habe ich eigentlich nur, dass sie richtig kritet. Ich gebe die krasse Lanze eher an Chloe vor allem. An Chloe statt Wasser. Meine Kriegerlanze zum Doppeln ist immer cool. Und zum sicheren Doppeln. Feuerlanze, Meisterlanze ist ja auch insofern cool. Das können wir uns mal so versuchen. Bei Boucheron, naja. Ein ähnliches Problem, meine Silberaxt, die ist schon krass. Aber sage, nehmen wir jetzt mal das Ding. Wobei, warum nicht? Ich habe sogar noch das andere Schwert. Ja, einer bei Beginn des Zuges weniger als 50% KP hat. Gerade bei wem dieser Effekt besser wäre. Eigentlich eher bei Diamant, aber vielleicht kriege ich es ja bei ihm auch hin. So. Und die Dinge auch mal, ist doch schön, ne? Jetzt hätten wir theoretisch noch, bevor wir uns in das Getümmel stürzen, noch Gespräche. Ja, war kein Bock drauf. Bandding haben wir keine, ist klar. Unterstützungsgespräche haben wir jetzt einige. Oh, scheiße. Mit Louis, mit Timera, von Mike Klaus, Yunaka. Da auch ein paar. Man kann sogar 3 Stücke. Ja, wir können ein bisschen die Gespräche von Yunaka durchgehen. 本当ですよ。ユナカフィレネ王城で騎士の試験を受けた際、その時の紅茶の腕を見込まれて進化に抜擢されたんです。なぜ紅茶を美味しく入れる能力が進化に必要だったのですかな？ちょうど執事と騎士の素養を持ち合わせたものを探していたよ。なるほど、それなら納得ですな。ありがとうございます。しかしルイ氏の話は面白いですな。しかし気を使わせてしまいすみませぬ。何のことですか？ルイ氏はご自身の話をたくさんしてくれるのに、私めは聞くばかりで、ルイ氏も気づいているはずですぞ。私めは自分のことをほとんど話さぬと。ええ、そうですね。私めは友人にはできる限り嘘や適当な話はしたくないのです。だからどうしても口数が少なくなるというか。良いのではないでしょうか。過去のことを語り合わなくても僕たちは十分に分かり合えると思いますよ。こうして紅茶と親しい友人である話し相手がいれば、それに僕は結構おしゃべりな方なので、話は聞く方も疲れるでしょ。それでも付き合ってくださって。ルイ氏、もし心苦しいのでしたら未来を話せばいいんです。過去や自分のことを話さなくてもルイ氏は。当たり前ですね。僕は今のユナカさんと友人なんです。さて、紅茶のおかわりを用意しますね。ありがとう、ルイ氏。Louis der Verständnisvolle.
ものですな。何がだい、ユナカ。もし私めが指輪の声を聞き逃していたら、ここにはいなかったかもしれませぬ。そう考えると偶然とは恐ろしくも素晴らしいものですな。今ユナカがここにいること、これは偶然の力だけではないよ。どういうことですかな。君がミカヤの願いを叶えようと思ったからここにいるんだよ。そんな優しい心の持ち主だったからこそ。優しいのは私めではなく、私めはただ卑怯なだけですぞ。自分の過去や本性も隠しているから、こうしてここにいられるのです。アルフレッド氏が私めの全てを知ったら、きっと軽蔑してここから叩き出したくなるでござるよ。それはないね。絶対にありえない。ずるいですぞ。私めのことを知らぬのにそうやって言い切ってくださるなんて。話していないのは私めが悪いですが。ああ、ずるくて結構だ。それにユナカの過去を知らなくても僕はユナカを信用している。それアルフレッド氏、理由は聞かないでくれ。仲間が仲間であることに私めも変わり者でござるが、アルフレッド氏もなかなかのものですな。自分でもそう思うよ。変わり者同士、これからも仲良くやっていこう。喜んで、アルフレ。Das hoffen wir doch alle. Und ja, durchgeknallt sind sie definitiv. Beide. So, Michael noch mit Louis und Timera. Mach erst mal mit Timera. ありがとね、神竜様。力になれたのは嬉しいです。まさか盗賊の本拠地に2人で乗り込むとは思ってもいませんでしたけど。そうなの？だって一緒にお肉を食べに行こうって誘ってきたじゃないですか。うん。だからあの後お肉食べたでしょ？そうなんですけど、より正しく誘うのなら盗賊の本拠地が判明したから2人で乗り込んで壊滅させてからお肉を焼いて食べようが正解だったと思います。長いから省略しただけだよ。省略しすぎですって。でも王女自らが本拠地に突入するなんて。別に普通だと思うの。王族は民を守るために存在してるんだから。当然のようにそう言い切れる。それが褒めてくれてありがとう。 Das schon, aber was soll konziser bedeuten? Was ist denn das für ein Wort? So, man sieht dann noch Michael Louis als Gespräch. Yuna Carbonet ist eigentlich egal. Chloe Fram ist eigentlich auch egal. Also eigentlich das einzig aktuell wichtige Gespräch hätten wir noch zwischen Michael und Louis. Wir sind bereits bei 28 Minuten, das heißt, ich lasse es mal noch fürs Erste. Und wir speichern mal ganz kurz und dann würde ich sagen, machen wir mit der Hauptstory weiter. Göttliche Kapitel. Nee, nicht mehr. Die haben wir jetzt alle durch. Endlich. Endlich alle Ringe bzw. Armreife, also alle Emblemhelden und DLC haben wir bekommen. Oh. Falsche Route. Kapitel 21. Schloss Lythos. Nach Chris' Enthüllungen verfolgt die Gruppe den Dämonendrachen bis zu Schloss Lythos. Empfohlen, Klasseerfahrung Level 20. Das klingt heavy. Beginn dieses Kapitel kannst du erst nach mehreren Kämpfen zum Sonnil zurückkehren. Was? Soll noch irgendwas kaufen oder so? Aber ein bisschen Kohle hätten wir noch. Also lieber Großaxt. Wir müssen eigentlich wieder upgraden, ne? Ist irgendwie auch doof. Sonnenbogen brauchen wir eigentlich auch nicht, wir haben noch einen. Excalibur from Bulganone.
Man weiß nie, was passiert. Ist sowieso egal. Okay. Damit habe ich irgendwie nicht richtig gerechnet. Scheiße. Okay, das ist irgendwie ein entscheidendes Kapitel. Warum? Was soll da passieren? Naja, das bringt ja nichts darüber zu theorisieren. Wir haben hier natürlich kein Purgativ mehr. Ist immer so scheiße. Frakturen so. Ein paar Stäbe. Dann hat man das Feld teleportiert. Der ist eigentlich nicht schlecht, die Falle. Ein Stab, der einen weit entfernten Gegner auf einem Nachfahrt das Feld teleportiert. Den könnte man sich einmal zu Gemüte führen. Moment. Das war ein Rang A-Stab, hä? Erholung, Pflege macht bei ihr Sinn, wobei sie nach Veronika zur Unterstützung. Haben wir 7 Felder. Wenn ich nicht konnte, dann sind wir beim Stärkung Plus. Wobei sie nicht so viel KP halt, nur 23. Andererseits haben wir natürlich noch viele andere. Aber warte mal. Ah, sind nur C, scheiße. Oh Mann, das ist jetzt doof. Natürlich nur Waffenlevel C hier mit den Stäben. Sie hat B, also vielleicht statt Fraktur, obwohl der ganz cool wäre. Ich würde sagen, okay, sie hat Falle und Rettung. Ah nein, sie A. Mann. Ich nehme mal den hier, komm. Nein, aber jetzt war eine Rettung. Was treibe ich hier für einen Scheiß? Moment. So. Hier, Fraktur. Also, nochmal zu Ivy. Sie hat ja auch B. Ja. Und wenn es die einzelnen Stab benutzen könnte. Mit der Falle. Jetzt sind wir mal ehrlich, was braucht sie für Bücher? Vor allem Elfenlicht, Elfendonner, Elfenflut eigentlich eher selten. Kann man schmeißen mal Elfenflut raus. Und dann, sagen wir mal, ich meine, es haben 2 neue Bücher gekauft, aber die nicht ausgerüstet. Das ist auch clever gewesen. Also so vor allem die angreifen. Das heißt, wir machen natürlich Excalibur auch bei ihr statt Elfenwind. Thoron statt Elfendonner und natürlich auch Bolganone statt Elfenlicht. So. Geht's auch, Freunde. Speichern. Und dann geht's rein da. Kapitel beginnen. Ist mir alles klar. Wir legen trotzdem los. Oh Gott, was passiert denn jetzt, ey? Sterben plötzlich alle. Sombruns Tor kann es nicht sein, sonst wäre das Spiel ja vorbei. Die Rückkehr. Mhm. 着きました。ここに我々の船があります。案内ありがとうございます。あ、来た来た。モブ、言われた通り先に来て準備しといたよ。褒めて。なんで神竜がいるの？マロ。なんのよ。僕たちもう指輪持ってないよ。ゆえあって共にリトスまで行くことになった。はあ？神竜殿、俺とマロンは今指輪を奪われた失態でセピアに見限られた状態です。 Das müssen wir uns mal ganz kurz auf der Zunge zergehen lassen, diese Aussage. Marni und ich hatten die Ringe verloren. Zephyr bestrafte uns. Auf unfaire, übertriebene Art. Sie haben Emblemringe gestohlen, das haben sie natürlich gerade vergessen zu erwähnen, und dann auch noch verloren. Also, ja, auf übertriebene Art, okay. Unfaire. Das ist eine Bestrafung unfair.
das vielleicht die falsche Art der Bestrafung ist, okay. Darüber kann man philosophieren. Aber mein, sorry, wenn du halt das stiehlst, wirst du dafür bestraft. Vor allem finde ich die Aussage einfach so lustig. Das klingt gar nicht so brutal, wie es am Schluss es eigentlich auch war. Klingt einfach so, ja, das war voll gemein, meh. So als, ja, als würde sagen, ein Kind bestrafen, was irgendwas, ja, vielleicht auch was gestohlen hat oder so. Eine Straftat begangen hat, wie auch immer, und dann das Kind sagt, nee, das ist ja unfair. Denkst du auch so, hä? Naja. 戦って戦場で吸収しようなどという腹はありません。どうか共に来てくださいますか。ここまで来たら私はあなたを信じます。よろしくお願いします。は意味がわからない。敵だよ。なんで仲良く一緒にリトスに。俺が頼んだ。神竜殿にはベイル様に会っていただく。こちらに戦意はありません。仕掛けてこなければ手出しはしませんよ。それって僕が手を出したら殺すってことだよね。勝手に話進めないで説明して。Was sind das für Sätze heute? Ich erkenne eine Drohung, andere nicht zu bedrohen, wenn ich sie höre. Hätte aber viel gedroht. Trotz allem. Ob es jetzt bedroht oder normalen Drohnen, das wird jetzt ja voll zugedröhnt. 時間がない。詳しいことは戦場で話す。了承しないならば置いていくぞ。待てモーブ。わかったよ。わかりました。リトスの地に着くまでは一時休戦。セピアたちのとこに戻るためにはこれしかないもんね。話はまとまったな。神竜殿、参りましょう。はい。君がソンブル様の巫女だった？はい。じゃあペイル様が探してた兄弟って君のことだったんだ。だからリトスの地に連れて行くことにしたのか。このことグリたちは知ってんの？グリは私にそれを告げた張本人ですよ。確かめるためにイルシオン城で戦を仕掛け、わざと指輪を奪わせたそうだ。はあ、何それ。そんな作戦僕は聞いてないんですけど。ソンブルとベイルはなぜリトスの地に？邪竜の地グラドロンを復活させるため、そのように聞いています。グラドロンを。バンドレ、知っているんですか？はい。グラドロンは1000年前海中へと封印された地、ソンブルが全ていた王国だと聞き及んでおります。リトスの地が聖なる木で満ちているのに対し、グラドロンの地は邪悪な木で満ちていたとか。グラドロン浮上のためにはリトスの地にある神竜門を破壊しないといけません。神竜門はグラドロンを抑え込んでいる封印の紋章。ソンブル様にとっては目障りな存在だったのでしょう。ソンブルの望みはグラドロンの地を復活させることだったのですね。望みというくくりで言えばそうです。しかし最終的な望みは異界への侵攻。異界？このエレオス大陸だけではなく、異界全てを手中に収め支配することがあの方の望みです。待ってください。異界の支配だなんて、そんなことができるんですか？ Ich weiß, ich unterbreche heute ein bisschen häufig, aber was soll diese Frage überhaupt? Es existieren also andere Welten und er will sie alle beherrschen. Wie war Müller? Hä? Wenn es bei Kapitel 1 wären, okay, ich würde die Frage verstehen. Aber es sind jetzt bei Kapitel 21 über 100 Folgen vom Let's Play bereits gemacht. Und der Typ hat immer noch nicht geschnallt, dass all die Embleme aus anderen Welten stammen. Hä? 俺にもわかりません。ソンブル様はこのことについて詳しくは話をしてくださらなかったので、ですがその望みのためにベイル様はずっと駒として使われてきたのです。聞かせてください、ベイルのことを。ベイルはなぜあんな風に扱われているんです？
欠陥品と呼ばれているのも聞きました。ベイル様には竜の王族であれば当然にあるはずの紋章師を権限する力がないのです。もっとも分かったのはごく最近、ソンブル様が目覚めベイル様と再会されてからです。末子であったベイル様は1000年前の戦争中はまだ幼く、戦に出ることも紋章師と関わることもなかったので。1000年前、私は一度だけベイルと会ったようですね。以前ベイルから聞きました。かつては多くの兄弟がいたそうです。しかし皆戦いの中で散りました。あなた一人を除いて。その後ソンブル様は封印され母君も亡くなり、ベイル様はたった一人で生きてこられたと聞きます。しかしどこに行っても邪竜の子がいると噂され、友もできず守ってくれる者もおらず、隠れて暮らしながら見つかれば殺されるという恐怖と戦っておられたそうです。そうやって1000年間ずっと起きておられたわけではありません。数百年前、邪竜を崇拝する民たちに保護されてからは、ソンブル様の封印が解ける少し前まで隠された神殿内で眠っておられました。その時の民たちとは仲良くできたようですが、当然ながら目覚めた時にはもう民たちは寿命を迎えていたでしょうね。ベイル様はソンブル様と再会される時、とても喜んでおられました。しかしソンブル様はその心も能力も邪竜らしくないベイル様を欠陥品と意味嫌われた。セピアを使いベイル様の心だけでも従順に自分に都合のいいように作り変えようとされたのです。ベイル様はお生まれになってから1000年余り、いえ今もずっと孤独なままなのですよ。そうですか。どうしたマロン、船酔いか。違うよ、何だ。まさかベイル様がそんなにかわいそうだったなんて。もっと優しくするべきだったかな。僕も大概だと思ってたけど、それより悲惨。そういえばマロンの昔話を聞いたことはなかったな。僕のは本当よくある話。母さんに捨てられただけ。男兄弟がいっぱいいたから女の僕はいらなかったんだ。あんな役立たずのゴミどもなんかより僕の方がずっと優秀だったのに。お手伝いだって一番してたのに母さんは一度も褒めてくれなかった。初めて連れて行ってくれたお散歩も僕を捨てる場所を探すためのものだったし、手をつないでいろんな場所を歩いて最後に母さんは僕を教会の前に置いていっちゃった。なんてことを。いいけどね、教会の神父様は優しかったし、ソンブル様の復活のために尽くしたらみんな褒めてくれた。おかげでセピアに見初められてシクに大抜擢。一人じゃなかっただけベイル様よりは全然マシ。シクは竜族のセピアを除いてもともとは敬虔な邪竜信徒なのです。モーブもですか。俺はベイル様の眠る隠された神殿の信徒でした。ベイル様がお目覚めになった後、話し相手としておそばにお仕えしていたところ、恐れ多いことに友達になってほしいと言われまして、しかしそれだけはと遠慮したところ、友達がダメなら騎士となってほしいと。それを了承したのですね。断る道理はございませんので。はあ、モーブはシクの特別枠だったんだね。王族の指名があったとかすごいじゃん。見直したよ。騎士か。かっこよくって憧れるよね。お前が望むのならベイル様は騎士として受け入れてくださると思うぞ。やだよ、モーブと一緒なんて。
君は褒めてくれないから嫌い。そうか。それに僕の居場所はもう決まってるから。やっぱりセピアのところに早く帰りたい。てかモーブはソンブル様の居場所をばらした上に神竜を連れて行くって、多分祝追放だよ。覚悟の上だ。言うと思った。でも僕は追放される気ないから。船から降りたら君とも敵同士になるね。嫌いな奴と敵同士ならむしろ本望だろう。そうだね。じゃあ話は終わり。僕はこれで。モーブ、いろいろ話してくださってリトスの地について。ベイルに会ったらあなたもたとえまた剣を交えることになっても。はい。 Puh, schwierig mit denen. リトスの血がこんなに荒れ果てているだなんて。おそらくグラドロン復活の予兆、神竜門が破壊されつつあるのかもしれません。早くソンブルを止めないと。神竜門はどこに？かつてルミエル様のいた王城でございます。こんな形で帰ることになるとは思いませんでしたね。ここですか、ソンブル。来たわね、神竜。いいえ、偽物の神竜様と言った方がいいかしら。ずいぶん早かったのね。どうやってここが分かったというの？あの子たちもまだ追いついていないというのに。俺たちならばここだ。お前らなんでそいつと一緒にいるんだよ。まさかあなたたちが連れてきたの？二人とも寝返るだなんて。違うの。何が違えんだ。聞いてくれ。これは俺がしたことだ。神竜殿にベイル様と会っていただきたいと半ば強引に連れてきた。マロンはそれに巻き込まれただけだ。モーブ。戻れマロン。でも何を迷っている。早く行け。事情は分かったわ。マロンのことは受け入れましょう。でもあなたはどうする気なの？言い訳次第では許してあげてもいいけれど、シクは家族なのだから。よまいごとを。俺を処分する新さんのくせに。だがその前にベイル様を神竜殿に会わせてくれ。そんな都合のいい話を。構いませんよ。ちょうど私も会いたいと思っていましたから。ベイル、その姿は。久しぶりですね。貴様らベイル様に何をした。言ったじゃない。ソンブル様に賜った魔法具で術をかけたのよ。ベイル、私がわかりますか？もちろんですよ。生き別れのお兄様。やっとお会いできて嬉しいです。何あれ。術をかけたらこうなるの？ベイル様、もう元に戻らないの？魔法具がある限り永遠にね。あの人格はもう死んだのよ。死んだ？あなたも嬉しいでしょ？欠陥品の相手をしなくてよくなったのだから。ねえ、セピアは1000年前から生きてるのに元のベイル様のこと知らなかったの？え？僕は知らなかった。だからあんなひどいことしちゃった。ベイル様は
ずっと一人だったんだって。お父さんや兄弟に会うのを楽しみにしてたって。なのに何も報われずにもう二度と会えなくなるなんてあんまりだよ。いきなり何を言い出すの？あのね、セピア、僕褒めてくれるセピアが好きだった。家族って言ってくれた言葉が、この居場所が、シクが大好きだったよ。でもやっぱりこれ以上はついていけない。誰に褒められなくたって僕は僕の正しいと思ったことをする。マロン？魔法具を壊せばベイル様の洗脳は解ける。だったら僕が粉々に壊してやる。ダメよ、やめなさい。はあその程度の攻撃ではお父様の魔法具はびくともしませんよ。僕の全力で壊れないなんて。洗脳を解いてくれようとしたようですが、私にはこの通り何の影響もありません。だからやめなさいと言ったの。いけない子。あなたが悪いのよ。私の言うことを聞かないから。マロン！僕じゃベイル様助けてあげられなかった。いつか元に戻ったらベイル様のこと頑張ったねって褒めてあげて。しっかりしろ、マロン！マロン！あら、死んじゃったの？悲しいわ。無駄死にってやつだな。貴様ら！マロン、あなたはベイルを元に戻したいとそう思ってくれたんですね。それなのにこんなことって。俺はもう貴様らの元になど戻らん。神竜殿、頼みます。どうか俺も共に戦わせてはくれませんか。同胞の仇を取るため、そしてベイル様をお救いするために。モーブ、はい、あなたが望むのなら。裏切ったのですね、モーブ。私は悲しいですよ。あなたもです、お兄様。せっかくの妹との再会をもっと喜んでくださいよ。あなたはベイルじゃない。前にもそう言ったはずです。あら、見た目が変わったのがいけなかったですか？ではこの子ももうお友達ではありませんね。マルス、仲間の紋章師も奪われて、あなたにも見限られて、この子は一人ぼっち。私と同じかわいそうな子。でも
私がいてあげます。私だけがいればいい。もう一人の私はどうだったか知りませんが、私は生き残りの兄弟がいたら殺したかったんです。同じ血を継ぐ存在など不要なのですよ。私こそがお父様の唯一無二の巫女であればいい。そうやってあなたはずっと一人でいるのですか？ええ、そうです。私はただ一人、絆も何もいらないのですよ。わざわざ指輪を運んできてくれたこと、感謝します。これであなたはもう不要。さっさと死んでください、お兄様。ベイル。Die glauben nicht allen Ernstes, dass wir den gleichen Fehler normal machen. Wie damals zurückgedacht an, was war es, Kapitel 10 oder so. Wo wir alle verloren haben. Nee, junge Dame, das wird diesmal ganz anders laufen. Oh, warte mal, verdammt. Movia, das heißt, er braucht einen neuen Ring. Oh, fuck, welchen gebe ich ihm jetzt? Ring von Roy? Wäre mal eine Option. Oder switche bei Diamant zurück zu Roy und ich gebe dem anderen jetzt einen Ring von Sigurd. Ui, was ist denn hier los? Der Map. Drachen, Drachen über Drachen. Na gut, Würmtöter habe ich ja, das soll nicht das Problem sein. Was haben wir hier Schönes? Zephyr natürlich mit Kalbrr. Was ist das für ein Teil? Irgendwie das Schwert, das für eine immense Macht bekannt ist. Klappboll, kriege ich sogar, krass. Grease muss noch irgendwo sein, ne? Ah, hier ist er. Dann Erweckungsstein, Excalibur, kriegt Geist von ihm noch, okay. Haben wir hier oben natürlich, könnte das sein, Will mit Marv, mit Falkion. Wie gerade, falls wir wirklich Will ins Team bekommen sollten. Gnaden gehen auf Will, ein verzaubertes Wurfmesser mit magischem Angriff. Warte mal. Sie hat also generell Magie, gut, physisch kann sie jetzt auch nutzen, ja. Also generell Magie und Dolch. Genau die beiden Werte, die eigentlich perfekt wären von Veronica her. Egal. Also die Karte ist relativ, nicht easy, aber sagen wir jetzt mal relativ übersichtlich. Mitnehmen kann ich, 12 Stück. Wo wir jetzt? Ach, kann ich ihn ausrüsten hier. Also, da ist eine grüne Einheit. Ich sehe es, ich sehe es. Also, Movia kämpft noch ohne Emblem. Oh, du Scheiße. Level 12 Königsritter. Eine Feuerlanze. Silbergroßlanze. Pogativ. Stimmt, er kann Magie nutzen. Wäre jetzt nicht so schlecht. Zumindest auf den ersten Blick. Gedanken. Reparatur. Okay, das geht soweit. Dann aber Einheiten, ne? Wie schon erwähnt, das sind jetzt die hier. Ohne Sidal immer noch. Ja, sorry für Camilla. Das tut mir natürlich auch ein bisschen leid. Aber ist jetzt momentan so ein bisschen unser, sag ich jetzt mal, mehr oder weniger Dream Team. Und mit den ganzen Emblemen, das passt soweit. Auch Hortensia mit Veronica, ist eigentlich alles soweit cool. Kann man genauso machen. Michael Lucine ist eine geile Kombi. Aber eben vermutlich nicht mehr allzu lange, weil der Marv vielleicht schon bald zu uns zurückkehrt. Obwohl, muss mal gucken, ja, vielleicht gebe ich Marv auch jemand anderem. Oder switchen wir zwischen Marv und Lucine, aber Michael. Also Embleme kann ich so überlassen. Position, wir können ganz kurz angucken, bevor wir dann nächste Folge hier wohl loslegen. Ach du Scheiße, stimmt ja, warte mal. Ein Silberschwert, okay, man, natürlich hier. Die beiden stehen schon mal richtig, das gefällt mir schon mal. Dass der dort steht, gefällt mir irgendwie gar nicht. Also, beziehungsweise sie dort steht. Das wäre schon eher etwas. Das können wir, denke ich mal, so machen. Jetzt ist halt die Frage noch mit den Drachenwaffen, ne? Man soll zum Beispiel jetzt bei Michael sagen, anstatt einen Panzerbrecher, der glaube ich hier nicht mehr so viel bringt, nehmen wir mal von den Würmtöter, wobei er hat Liberation, da ist ja auch. Nee, stimmt gar nicht. Was erzähle ich da? So, wenn ich einen Würmtöter gebe.
Luna kann Dinge auch gut nutzen könnte. Vielleicht statt Pechkatzen oder so. Also den Schnitten noch mit der hohen Ding, da passt die auch. Also das auch, dass es gegen Drachen effektiv ist. Der ist selbst ein Drache. Die Lichtklingen noch. Effektiv gegen Verzerrte. Da ist die andere Frage. Ist ein... Nein, Moment. Der ist ein verzerrter Drache, aber eben deswegen... Aha, das sind ja die beiden, ne? Das ist ein Drache selbst, Item wirkt sowieso nicht bei dem. Ja, ist nicht mal der Quatsch, ne? Das war doch der Quatsch. Nein, das falsche hier. Was eigentlich für Drachen ist ein anderes. Aber seien wir eher noch normale Drachen. Dann hatten wir schon mal einen normalen Drachen. Eigentlich nie, oder? Das sind immer nur verzerrte Drachen und so. Und die haben sowieso ein anderes Symbol. Also gut, lassen das, Freunde. Ich würde sagen, nächste Folge legen wir hier direkt weiter. Oder direkt mal los mit dem Kapitel vor allem. Das wird dann richtig episch. Ich meine, im Prinzip haben wir nicht viele Gegner auf der Karte. Also eigentlich links, rechts kurz aufmischen, vorne ablocken, nach vorne zustürmen. C4 Grease und Drachen platt machen, das sind die schwierigen und den Rest, ja, da geht dann. Und dann haben wir vorne dran natürlich Veil. Und nachher mal zurückzuholen, ist eigentlich nicht so schwierig auf den ersten Blick. Naja, wir wissen ja, der erste Blick kann täuschen. Oh Mann, oh Mann. In dem Sinne, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.